Geben Sie auf Kinderausweis Rabatt? Netter Versuch. Aber nein, ich würde nur Rabatt geben, wenn Sie mir 5 Etiketten meiner wunderbaren und exklusiven Produkte bringen. Und wie viel Nachlass würden Sie mir dann gewähren? 80%. Aber da ich dann die Steuer auf alle Rabatte über 50% einberechnen müsste, blieben Ihnen 2% effektiver Rabatt. Wenn Sie aber noch 3 Produkte ohne Etikett mitnehmen, dann gewähre ich Ihnen auf das erste Produkt einen Rabatt von 8,7%. Damit können Sie Steuern sparen, wenn ich Ihnen eine Rechnung ausstelle. Noch etwas. Sie müssten $1.000 für eine Rechnung ausgeben, weil ich fertige Formulare benutze. Ich brauche sie nur noch auszuhändigen. Ich habe sie dort, wo ich mein Büromaterial in großen Mengen gekauft habe, geschenkt bekommen. Danach verkaufte ich das Material mit 2% Gewinn weiter. Deswegen kann ich Ihnen für die 5 Etiketten diesen Rabatt gewähren. Jetzt verstehe ich, warum man Ihresgleichen Scharlatane nennt. Naja, das ist berufsbedingt. Sie wissen nicht, was es bedeutet, von Dorf zu Dorf, von einer Stadt zur anderen, von Fürstentum zu wandern und zu versuchen, die Leute für meine Waren zu begeistern. Die meisten sind skeptisch und man muss sich ständig erklären. Aber meine Frau spricht noch schneller, vor allem, wenn sie mit der Nachbarin tratscht. Ich verstehe. Schuld daran ist meine Alte, die keine Kommata benutzt, um mehr als die anderen sprechen zu können, wenn sie losgelegt hat. Sie hat eine unglaubliche Lungenkapazität und kann sogar unter Wasser reden. Ich war früher sehr schweigsam, aber seit ich mit ihr zusammen bin, habe ich ein Trauma, weil ich nie zu Wort komme. Aber es geht mir sehr gut, seitdem ich meine Tabletten nehme. Na, was soll ich sagen? Da ist noch das Problem mit meinem Sohn. Es ist zum Verrücktwerden. Er kann nur Papa, Mama, Mist und Essen sagen. Und das mit 40. Der kann weniger Worte als Sie Haare auf dem Kopf haben. Die Ärzte sagen, es sei, weil er keine Zeit hat, andere Wörter zu hören, weil seine Mutter schneller redet, als Michael Schumacher fährt. Ja, der Arme. Stopp. Die Regel ist, Sie sagen einen Satz, dann sage ich einen Satz. Oh, Entschuldigung. Und wenn ich den genauen Preis errate, geben Sie mir dann die ganze Ware? Nein. Nein? Das ist alles? Ich muss sagen, ich freue mich, dass Sie den Grund für Ihre Weigerung nicht erwähnen. Noch eine Tirade wie die anderen hätte ich bestimmt nicht überlebt. So, ein Zauberer. Sie haben recht. Möchten Sie einen guten Verschwindetrick sehen? Klar doch. Dann passen Sie mal auf. Adieu. Gut, der Herr, der quatscht ganz schön viel. Jetzt werden wir nochmal mit dem Smart, den Scharlatan, ansprechen. Sieht aus wie im Supermarkt bei mir zu Hause. Alles voll unnützen Zeugs. Da tut sich nichts. Können wir sonst irgendwas machen? Nicht. Nur reden mit dem. Guten Tag, der Herr. Schönen guten Tag. Sind Sie aus der Gegend? Nein. Warum fragen Sie? Tja, Sie sehen fremd aus und das ist für mich von Vorteil. Wissen Sie, wer ich bin? Nein. Aber... Würden Sie es gerne wissen? Moment mal. Ich dachte, ich sei derjenige, der hier die Fragen stellt. Warum sollten Sie mich etwas fragen, was ich vorher freiwillig beantworten kann? Darum geht es nicht. Aber Sie nehmen mir die Möglichkeit zu reden. Und außerdem habe ich Sie zuerst angesprochen. Sie sollten wissen, dass eine Unterhaltung keine vorgegebene Ordnung hat. Aber wenn Sie darauf bestehen, na gut, fragen Sie, wie es alle tun. Reihen Sie sich ein. Gut, wer ist er denn? Wer sind Sie? Sehen Sie, ich wusste, dass Sie etwas Ähnliches fragen würden. Ich bin der famose Doc Wheatler, Handelsvertreter und Hobbyzauberer. Und darüber hinaus bin ich Ihr Mann. Was soll das denn heißen? Sie sollten wissen, dass ich mal eine Freundin hatte und es hat mir sehr gefallen und... Ich meine, ich kann jegliches Problem lösen, das Sie haben könnten. Ich kann sogar Probleme lösen, die Sie noch nicht haben. Wie das alte Sprichwort sagt, Vorsicht ist besser als Nachsicht. Gott bewahre, noch so ein großspuriger Scharlatan wie aus dem Shopping-Sender. Einer von denen, die dir noch ihre eigene Mutter andrehen. Du meine Güte! Sie haben ein kleines Vertrauensproblem. Ich kann Ihnen Zäpfchen verkaufen, die wie die Hände des heiligen Hergo wirken. Ihre Nerven werden sich sofort beruhigen. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen gleich welche verkaufen und wir regeln den Rest später. Glauben Sie nicht, dass Sie mich so einfach über den Tisch ziehen können?
Ich versuche nicht, Sie zu betrügen, mein Herr. Aber wenn Sie mir einen Kommentar gestatten, beim Kauf der Hose, die Sie da anhaben, hat man Sie wirklich auf den Arm genommen. Meinen Sie? Ich bin damit sehr zufrieden. Ich trage sie seit 42 Jahren und sie sieht aus wie neu. Wie Sie meinen. Und was ist mit Ihrer Kraft? Ich bin gesund wie eine deutsche Volkspartei. Und was ist mit Ihrem Atem? Ich habe keinen Atem. Was soll das heißen, Sie haben keinen? Wir alle haben einen Atem. Die Frage ist nur, ob er gut riecht oder nicht. Ich möchte hiermit zu Protokoll geben, dass mein Atem kein schlechtes Odeur hat. Ja, vielleicht jetzt noch nicht. Aber Sie sind Trinker. Und Sie wissen, dass man nach dem Trinken immer riechen kann. Klar doch. Und wie gut das dann riecht. Ganz Ihrer Meinung. Lassen Sie uns über was anderes reden. Sehen Sie sich mal an. Sie haben keine Muskeln, nur einen Schwabbelbauch. Was soll das heißen? Ich habe keine Muskeln. Wir alle haben Muskeln. Die Frage ist nur, ob sie von Fett umgeben sind oder nicht. Ich zum Beispiel habe die gleichen Muskeln wie Stallone. Aber hätten Sie nicht gerne einen Waschbrettbauch? Wozu denn das? Damit mir die tolle Hose nicht mehr passt? Außerdem ist es immer praktisch, einen Rettungsring dabei zu haben. Wie Sie möchten. Wenn Sie es lieber schwabbelig mögen. Ich habe tolle Dragés, damit Sie Ihr Mädchen trotzdem behalten. Ich kann sogar erreichen, dass... Hören Sie auf damit! Ich will so bleiben, wie ich bin. So ist das also. Wir haben es hier mit einem Menschen zu tun, der nur so vor Selbstbewusstsein strotzt. Der auf Wolke 7 schwebt. Sagen Sie mal, welche Farben haben die Sonnen Ihres Planeten? Hä? Das gibt es doch nicht. Jeder Mensch hat mindestens ein Problem. Etwas werden Sie doch haben. Eigentlich nicht. Sodbrennen? Nein, Magenschmerzen? nein, Schuppen- oder Blinddarmentzündung? nein. Prostata? Ja, Aha, ich wusste es. was ist denn? Haben Sie keine Prostata? Ich meinte, ob Sie Probleme mit der Prostata haben. Wenn ich ehrlich bin, nein. Und wissen Sie, warum ich so gesund bin? Weil ich immer bestimmte Tabletten nehme. Wenn Sie möchten, gebe ich Ihnen den Namen, dann können Sie sich welche kaufen. Das ist das Letzte. Das fehlte mir noch. Beruhigen Sie sich. Ich kann Ihnen ein wunderbares Nervenmittel empfehlen. Sie brauchen nichts zu sagen. Ich kenne das beste Mittel. Ich muss aufhören, mit Ihnen zu reden. Gut, er quatscht wirklich Faye. Aha, Sie sind ein Kartengenie. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sie haben mir gut gefallen. Und da ich Halbzauberer bin... Ah, verstehe. Sie sind nicht groß genug, um ein ganzer Zauberer zu sein. Und in der Hauptmanege... Was sagten Sie? Nichts. Gar nichts. Könnten Sie nicht einen Trick ohne Karten vorführen? Die Kartentricks sind nicht so spektakulär. Ah, Szenenmagie. Klar doch, warum nicht? Eine meiner leichtesten Übungen. Sehen Sie mal. Hey, das war klasse. Ob Sie mir auch ein Hähnchen mit Pommes und dazu ein Gläschen Lambrusco herbeizaubern können? Tut mir leid. Den Trick habe ich erst heute Mittag vorgeführt und darf ihn nicht wiederholen. Das Syndikat erlaubt es nicht, wissen Sie? Merkwürdiger Zauberer. Machen Sie sich nichts draus. Ich kann aus dem Stapel jede Karte herauszaubern, die Sie sich wünschen. Peanuts, das kann doch jeder. Von wegen. Ich benutze eine Zaubersprache. Naja, das ist mal wirklich schwierig. Soll ich Ihnen einen Trick vorführen? Puh, wenn ich ehrlich sein soll, lieber nicht. Schade. Sie verpassen etwas. Jetzt hat er da einen Hosen geworfen. Können Sie mir ein Kilo Orangen, 2 Kartoffeln und einen Kohlkopf geben? Was soll das? Sowas verkaufe ich nicht. Ups, ich habe Ihre Geschäfte durcheinander gebracht. Entschuldigen Sie. Auf Wiedersehen. Was ist jetzt mit dem Hosen? Kaninchen? Mensch, wie lange habe ich kein Kaninchen gesehen? Es kitzelt in der Tasche. Ach so, jetzt haben wir den Hosen dabei. Hallo, Kaninchen. Ja. Und was machen wir mit dem Kaninchen? Können wir das? Können die Indianer ein Kaninchen brauchen?
probieren wir gleich einmal aus, ob er das brauchen kann, der Häuptling. Und warum sollte ich das tun? Das klappt nicht. Nada, geht nicht. Geht nicht. Da tut sich nichts. Ach so. Gut, dann eben nicht. Jetzt frage ich mich gerade, können wir damit die $20, die wir gekriegt haben, können wir da vielleicht was kaufen bei dem? Jetzt werden wir es denen mal geben. Das klappt nicht. Das geht nicht. Aber die $20... Hier, mein Freund, eine Flasche des wunderbaren Elixiers, das gegen alle Krankheiten wirkt, sogar gegen Zahnentzündungen. Ach so, jetzt haben wir das Wundermittel gekriegt. In dem Zeug ist alles Mögliche. Sogar Lebertran und Rizinusöl. Ach, Lebertran. Das hört sich doch gut an. Denn jetzt hätten wir nämlich die Zutaten beieinander. Jetzt frage ich mich allerdings, wie wir die hergeben können. Denn wir haben ja da zwei erinnert. Völlig sinnlos. Tja, das ist jetzt eine gute Frage. Jeder hat zwei von den Dinger. Tagchen. Was wollen Sie? Oder können wir ihm die so geben? Dann mal. Ich gehe. Ja. Jetzt werden wir ihm das so geben. Ah, genau das Richtige für meinen Antisufftrank. Damit weckt man jeden Betrunkenen. Ach so, die können wir ihm so geben. Ganz gut, weil ich jetzt sonst hätte ich gemeint oder befürchtet, dass es ein Problem geben kann. Ah, genau das Richtige für meinen Ja. Genau, jetzt brauchen wir einen Smart. Jetzt geben wir ihm die Tinte. Ah, genau das. Und den Lebertran. Ah, genau das Richtige für... Einen Moment, ich bereite ihn sofort zu. Dauert es länger? Hier, mein Freund, das weckt die Lebensgeister garantiert. Meine Güte, sind Sie aber ein schneller Barkeeper. Ja, jetzt haben wir Anti-Suff-Trank. Und den können wir vielleicht einen Waffenhändler geben. Der Knabe ist losgelaufen, um sich irgendwo zu übergeben. Bei dem Tempo ist er morgen in China. Und wo ist der jetzt hier? Der ist da rumgelaufen. Hat der jetzt offen, der Waffenhändler? Hat er sogar. Gut, dann werden wir jetzt einmal speichern.